unsere Geschichte Nummer 14. Ditmal vertellen wir wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern, ihrem Uitwandern uit Kanada und Einwandern in Aunsiedlen in Mexiko. Am 13. Zug, der von Manitoba nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko kommt auch ältester Johann Friesen mit seiner Familie. Sie siedeln am Dorf Nienburg an, in dem Dorf, wo die Pioniere all die erste Kirche von dem von Kanada mitgebrachten Ölhalt abgebaut haben. Das Zug kommt am 1. Dezember 1922 an. Die ersten Einwanderer haben all am 1. Sommer die all ihre Dreckigkeiten mit ihren eigenen Gebieten abbauen, Schulen an ihre Dörfer bauen, Weesland abbrechen, Getreide ansehen und Heimwerken zum Winter für ihr Feiern Piet. Auch noch die erste große Kirche am Dorf Nienburg fertig gekriegt. Können wir uns vorstellen, wo Druck dort für diese erste Einwandererfamilie gewesen sein muss in ihrem ersten Sommer in Mexiko? Das erste und einzige haltende Kirchengebiet in Chihuahua, Mexiko, wird noch einmal als Kirche gebraucht. Am 9. Dezember, als ältester Johann Friesen nochmal 8 Jahre in Mexiko am Dorf Nienburg gewohnt hat, wird die oldkolonische Gemeinde ihre erste Kirche am neuen Heimatland unter großer Bedeutung angesehen. Von weit und breit, von Rosengard bis Kleefeld, sind die Pioniere nach Nienburg gekommen, um die Ansehnung von ihrem Kirchengebiet mit beizuwohnen. Auch von der Swift-Current-Kolonie sind Menschen zu der Ansehnung gekommen. Am 1. Januar 1923 wird, so als immer, die Gemeinde ihre sogenannte Seelensoul vergelesen in alle oldkolonische Kirchen. Und ditmal passiert dort in Chihuahua, Mexiko und auch in Manitoba, Kanada. Nur Schullehrer Jakob Peters in Delbuch, dann stand in Manitoba Oldkolonie ihre Seelensoul am 1. Januar 1923, so als hier nu folgt. In Manitoba, Kanada geboren, 152, 73 Mädchen und 79 Jungjes. In Manitoba, Kanada gestorben, 74, 37 männliche und 37 weibliche Personen. Davon sind 13 Gemeindeglieder, 6 Männer und 7 Frühes. In Manitoba, Kanada sind noch 1533 Gemeindeglieder, 729 Männer und 804 Frühes. Die ganze Seelensoul in Manitoba, Kanada steht auf 3208. In Chihuahua, Mexiko geboren, 70, 33 Mädchen und 37 Jungjes. In Chihuahua, Mexiko gestorben, 47, 22 männliche und 24 weibliche Personen. Davon sind 11 Gemeindeglieder, 6 Männer und 5 Frühes. In Chihuahua, Mexiko sind 556 Gemeindeglieder, 273 Männer und 283 Frühes. Die ganze Seelensoul in Chihuahua, Mexiko steht auf 1718. Also am 1. Januar 1923 werden all über ein Drittel von der Manitoba Westreserve Oldkolonie in Mexiko. In den Jahren 1923, 24, 25 und 26 kamen noch jeder Jahr mehr Züge von Kanada nach San Antonio de los Arenales. Von Swift-Current, Saskatchewan, so dachte man, kam noch ein letzter Zug im März 1927 bis San Antonio de los Arenales an. Aber dann, so schrift Franz Peters, der dann auch all im Dorf Scheindorf, Campo 115 in Chihuahua, Mexiko wohnt, kam doch noch ein Zug, lot am Herbst 1927. Jeder Zug hat von 10 bis 40 Frachtkoren und dann noch reichlich erster Klasse Passagierkoren und Schlupfkoren. Vielleicht hat der ganz letzte Zug weniger als 10 Frachtkoren. Von der Heegreserve in Saskatchewan fängt die Uitwanderung nach Patos, Durango, Mexiko 1 oder 2 Jahre later an. Im Ganzen werden dort 36
oder 37 Ziege, die kanadische Mennoniten gechartert hadden, um von Kanada nach Mexiko zu trekken. Diese Ziege brachten ziemlich genau 7000 mennonitische Einwanderer in Mexiko hinein. Sie wurden dort alle als Einwanderer registriert. Von diesem Registrieren in Mexiko vertellen wir Lothar noch mal mehr. Mit einem von diesen Ziegen kam eine Gruppe von 27 Beistohlerfamilien von Herbert, Saskatchewan. Ältester, Cornelius Epp, wandert auch uit naar Chihuahua, Mexiko mit dieser Gruppe. Diese Beistohlerfamilien fuhren am 16. Dezember 1922 von Herbert, Saskatchewan auf und kamen am 28. Dezember in Cusihuiriachic, Chihuahua, Mexiko an. Nach wenigen Monaten, al im Sommer 1923, trokken etliche von dieser Familie terug nach Kanada oder nach Saskatchewan. Diese Beistohlergruppe hat in Chihuahua ein Fleck Land gekauft bei Milpillas, südwest von Cusihuiriachic. Aber dieser Landhandel wird wohl als nicht gültig erklärt, weil die Verkäufer scheinbar nicht der rechtmäßige Eigentümer dort gewesen wären. Sie mussten bald alle von ihrem gekauften Land rauftragen. Am 18. Dezember 1924 schrift Peter Schulz in der Steinbach-Post, dort noch weiter mehr Lied trägtragen nach Herbert, Saskatchewan und dort dann allemaal 15 von den 27 Familien, die im Dezember 1922 nach Mexiko trocken, wenigstens ab vorerst noch in Mexiko blieben. Diese 15 Familien versuchten noch andere Siedlungsland zu kaufen durch die Chihuahua-Regierung, und die Regierung versucht an, daran auch sehr behilflich zu sein. Aber weil es dann noch mehr Familien auch alle lieber träg nach Saskatchewan trocken, wird von ihrem Land kaufen all nicht. Ältester Knalls ab, trok mit seiner Familie taub erst nach Halbstadt, mangte Sommerfelder, und dann Lothar nun die Horst, mangte Oldkolonie. Etliche von den Beistohlerfamilien trocken mangte Manitoba-Kolonie Oldkolonie und andere trocken mangte Sommerfelder. Die in Mexiko gebliebene Beistohler sind in Mexiko also auch Part von uns geworden und gehören damit auch zu unserer Geschichte. Ältester Cornelius Ab, sein Sohn trug auch Träg nach Saskatchewan, aber seine Töchter bleiben in Mexiko. In denen ihre Nachkommen sind Part von uns geworden. Eine von diesen gewesenen Beistohlerfamilien, eine Schultenfamilie oder Schulzenfamilie, wohnt nochmal in Blumenurt. 2 Schultenjunges, Hermann Schult und Anton Schult, frieden sich Blumenurtsche Mädchens. Eine kleine Gruppe Kleingemeinde von Kansas kauft auch Land von der Zuluaga-Familie und trug 1924 nach Mexiko. Sie nannten ihre Dörfer in Mexiko Heilboden, Campo 30 und Hoffnungsau, Campo 31. Diese Gruppe Kleingemeinde kam nach Mexiko mit ihrem ältesten Martin Derksen, Predja Friesen und Diakon Jakob Reimer. Aber ältester Derksen und ein paar andere Familien trokken al 1927 terug nach Kansas. Diakon Jakob Reimer starb und seine hinterlassene Witwe befried sich im Fahrjahr 1928 mit Vorsteher Franz Freis in Rheinland und ward auch Kolonie. Ein Franz Jenter und ein Gerhard Ernst frieden sich auch kansasche Kleingemeinde Mädchens. Und bald wären die in Mexiko gebliebene Kleingemeinde alle Oldkolonie geworden. Und damit sind ihre Nachkommen auch Part von uns geworden. Ich weiß nicht, ob man, wenn man in Mexiko von den Dörfern Heilboden und Hoffnungsau redet, noch immer von den Kansas-Dörfern redet. Aber vor vielen Jahren wären dort immer Kansas-Dörfer oder die Kansasser. Wir sehen all vorher mal,
dass die mexikanische Regierung sich an den Anfangs 1920er Jahren daran bemüht, dass sie wollen versuchen, 10.000 von den Mennoniten aus Russland nach Mexiko zu kriegen. Da sind niemals 10.000 Russland-Mennoniten nach Mexiko gekommen. Aber 1924 bis 26 kamen 150 mennonitische Familien direkt von Russland nach Mexiko. Lang nicht all diese Familien kamen nach Mexiko, weil sie da wirklich handtragen wollen. Aber viele kamen nach Mexiko, weil sie nicht Freiheit kriegen, nach Kanada oder die Staaten zu tragen, wo von ihre Verwandten wohnten. Diese Familien hofften aber, dass, wenn sie erst in Mexiko sein würden, dann würden ihre Verwandten, die in den Staaten oder in Kanada wohnten, an leichter helfen können, auch dahin zu tragen. Und mit dem geradsten Teil von dieser Familie aus Russland ist das auch Krieg so herangekommen. Sie sind beinahe wenige Jahre entweder nach Kansas oder nach Kanada geholfen worden. Einige Russland-Mennoniten versuchten sich im Staat Chihuahua bei Rosario anzusiedeln, aber da war nichts von. Scheinbar wären dort meistens so eine Familien, die von Chihuahua so schwind als möglich nach Kansas oder nach Kanada übersiedeln wollen und da wären dicht bei der US-Grenze in Mexiko sein wollen. Aber die David Redekap-Familie wohnt dort auch ein Stadtje und trocken dann von dort nach Irapuato, Guanajuato. Bei Irapuato und Guanajuato hatten mennonitische Gruppen von Russland 1925 all 2 Ranchos mit der Bedingung gepacht, dass sie die kaufen können, wenn sie dort erst finanzieren können. Diese Ranchos heißen San Juan und Las Animas. Diese beiden Ranchos Land grenzt an die Stadt Irapuato. Einer an einer Seite von der Stadt und der andere an der anderen Seite. Irapuato war dann all eine ziemlich große Stadt und hat all eine große katholische Kirche. Die Russland-Mennoniten fangen in Guanajuato sehr mutig an. David Redekap, der 1927 mit seiner Familie nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua trok, der schreibt von Irapuato, Guanajuato, am 21. März 1925 im Kansas-Boten so. Wir haben hier auf dem Rancho San Juan in Guanajuato 15 Hektar Land genommen und auf dem Rancho Las Animas noch für 2 Wirtschaften. Redekap schreibt, die können je dort nicht verstellen, wo schein dort hier ist. Die Bäume haben Blechsels und greinet und riepet auf zu gleicher Zeit. Wenn man uns nicht erst noch zum Norden, nach Rosario, Chihuahua gelockt hat, dann hat wir hier mit unseren 800 US-Dollar einen guten Anfang merken können. Aber nun haben wir dort Geld verreist und zum Leben gebracht oder verbracht. Wir arbeiten hier aber mit neuem Mut und weiten, dass der liebe Gott uns nicht vergeten wird. J. Warkentin, der auch bei Irapuato wohnt, schreibt am 28. August 1925 von Irapuato, Guanajuato, im Kansas-Boten so. Und der Gottes hier bei Irapuato, wenn die bewässert wurden, was dort gemäß prächtig. Die Komsthälfte nähten von 90 bis 127 cm am Umfang. Schaubeln haben wir in 6 Monaten all 2-mal geahnt. Und im Winter gibt es hier keinen Frost. Gemüsegärten wurden hier 2-mal im Jahr geplant. Einige von diesen Lied schreiben von dem ewigen Fahrjahr bei Irapuato. Man kann dort in alle Jahrestiden anackern und kann auch jeder Jahreszeit ernten. H.P. Krebil von Kansas reist im Juni 1925 durch das Land Mexiko. Und er besucht die Mennoniten bei Irapuato, Guanajuato 2-mal. Einmal anfangs Juni und dann 3 Wochen later noch einmal. Krebil schreibt einen langen Bericht in dem Mennonite Weekly in Kansas. Wir wollen hier diesmal noch nicht Krebil seinen ganzen Bericht weitergeben, aber wir wollen hier ein paar Dinge nennen, von der er schreibt. Krebil hat an Irapuato Sonntag zu morgens gepredigt und er schreibt, dass so bei 124 Menschen in der Kirche wären.
Am Montag heeft hij door de school bezocht en daar waren 50 kinderen in de school. Op dem San Jose Rancho waren sehr grote Speckers, wobei de Mennoniten sich schwind Einrichtungen gemerkt hadden voor ihre Gottesdienste en voor ihren Schulunterricht. Da war auch eine sehr grote Hacienda, wo mehrere Familien binnen wohnen können. Diese Mennoniten hadden al grote Träume von was sie in Mexiko alle doen wollen. Aber dann passiert wat an Irapuato, wat diese Russland-Mennoniten door alle wegängst. De Stadt Irapuato hat 1926 al 30.000 Einwohner und meist alles wären Katholiken. Aber eine kleine Gruppe wären Baptisten geworden. Ein Mann mit dem Namen C.L. Neal besuchte Baptisten in der Stadt Irapuato im Juli 1926 und er schrieb auch einen langen Bericht über was er dort belebt hat. Wir wollen hier diesmal auch diesen Bericht nicht ganz weitergeben, aber wir wollen kurz topgefort Wort davon vertalen. C.L. Neal schrieb so: Am 31. Juli 1926, so beklagt 2 Uhr Mittag, stormden in Irapuato hunderte Stadtbewohner in das Stadtzentrum hinein und schrien: Lang soll der heilige Guadalupe leben. Ihre Kirche heet Virgin Guadalupe. Und dann, als sie lang so geschrien hatten, steigerten sie plötzlich nach alle Richtungen hin an die Stadt hinein und griffen die Baptistenfamilien an und plünderten ihre Wohnungen. Eine Gruppe stürmt an dem Baptistenprediger sein Haus hinein und verstümmelt dort alles. Eine Frau mit dem Namen Guadalupe wird langsam totgemordet und dann in einem Lurken, dat 4 Männer an die 4 Archen trugen, lang die Gassen gedreht und viele, sehr viele andere Gruselgedoten wurden an diesem Tag an die Baptisten uitgeübt. Die Mennoniten wohnten meist ganz an dieser Stadt und sie wussten, wenn sie an diesem Tag auch nicht wären angegriffen worden, dass die katholische Stadtbewohner und besonders ihr Priester die Mennoniten ihre Lehre auch als eine gefährliche Ehrlehre ansagen. Sie feilten, sie können vielleicht auch irgendwann angegriffen werden. Diese Russland-Mennoniten wären ja aus ihr Land geflüchtet, weil sie dort in der Revolutionszeit sehr große Verfolgungen ausgestanden haben. Und nun wurden ihre Nachbarn, die Baptisten, hier so verfolgt, und sie wussten ja gar nicht, ob sie vielleicht das Nächste wären. Kein Wunder, dass sie sich alle fortgrülden. Unsere Zeit raunt all weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch ein bisschen mehr von der Russland-Mennoniten in Mexiko und dann weiter mehr von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihrem nach Mexiko tragen und Aunsiedlen. But nächstes Mal, ich George Rempel.